Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk, Leute. Ja, 1:3, Supercup gewonnen gegen Dortmund. 2:0 für Levi gegen Haaland. Ich denke, da können wir zufrieden sein. Spiel, ja, war im großen Teilen eigentlich sehr ausgeglichen, ne? Gerade erste Halbzeit fand ich, hat so jede Mannschaft sich immer ein bisschen abgewechselt. So die ersten 5 Minuten gehörten Dortmund, dann die nächsten 10 uns, dann wieder 10 Minuten Dortmunder, dann wieder 10 Minuten uns. Ich persönlich muss sagen, ich bin schon überrascht. Auch von der Fitness her, dass wir ungefähr gleich abgebaut haben mit Dortmund. Klar, Dortmund noch mal ein bisschen Luft gekriegt, wo sie 1-2 gemacht haben. Da haben sie 10 Minuten Vollgas gegeben. Aber dann nach dem 1:3 war das Ding durch, ne? Und ja, hat mich gewundert, dass wir so dagegenhalten konnten. Und auch, dass doch einige Spieler extrem verbessert waren, wie ich fand. Einige sind immer noch irgendwie nicht auf einem hohen Level, wenn ich da an so einen Gnabry denke. Obwohl er mir die ersten 30 Minuten gefallen hat, aber danach war es wieder nichts. Aber ich würde sagen, in meinen Augen auf jeden Fall verdient gewonnen. Klar, Dortmund die gute Reus-Chance gehabt, die Neuer gut gehalten hat. Dann diese Haaland-Chance noch, die Neuer auch gehalten hat, wo ich dachte, oder wenn das ein Tor gewesen wäre, bin ich fest davon überzeugt, wäre es abseits gewesen, aber gut. Sei mal dahingestellt. Ansonsten hat Dortmund gute Ansätze gehabt. Genauso wie wir. Wir haben auch viel liegen lassen vorne. Wie ich fand, so bis zum letzten Pass. Und dasselbe war bei Dortmund auch. Aber in der Innenverteidigung waren wir heute bärenstark. Muss man einfach mal sagen. Ja. Upamecano und auch Süle. Wenn der Süle ein paar Szenen hatte, war er immer zur Stelle. Auch Davis. Klar, kannst du so einen Spieler auch nicht immer ganz ausschalten. Keine Frage, ne? Wie man es andersrum auch sieht. Ich würde sagen, heute hat einfach die Abwehr gewonnen. Also, wenn man das mal vergleicht, also Passlack und Schulz auf Dortmunder Seite, ja, weiß ich nicht, ob die so ein internationales Niveau haben. Ich habe mich heute so ein bisschen gefragt, weil wir haben ja darüber gesprochen gehabt, auch so die letzten Wochen war ja Thema so, wir haben nicht so einen breiten Kader und Dortmund und Leipzig haben so einen breiten Kader. Bin ganz ehrlich, ich habe da bei Dortmund jetzt nicht irgendwie was gesehen, wo man sagt, wow, krasse Einwechslung. Ein aus der zweiten Mannschaft vorne, Malen, ja, der wohl noch nicht wirklich angekommen ist. I don't know, Leute, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Granate gesehen. Da kam dann noch so ein Wolf rein, der an Köln verliehen war. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt alles so besser ist, als das, was wir eingewechselt haben mit Musala, Tolisso. Also, keine Ahnung, Leute. Ich sehe das nicht so, dass der Kader jetzt so mega besser ist wie unser, aber gut. 3-1 gewonnen, ich bin hoch zufrieden. Nichtsdestotrotz gucken wir in die Statistiken rein und ich verteile ein paar Noten und da machen wir es heute kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Weil am Wochenende geht es ja wieder um ernste Sachen. Aber dafür, dass es ja nicht wirklich ein wichtiges Spiel war, hat man doch gesehen, dass es beiden Mannschaften schon sehr wichtig war. Beide haben mit hohem Einsatz gespielt. Wir haben einen höheren Einsatz gespielt wie am Wochenende, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum, muss man mal ganz klar so sagen. Und deswegen hat mir das schon gut gefallen. Auch die Dortmunder aber genauso, ne, muss man auch sagen. So, Statistiken 1:3, Ballbesitz sieht man 50-50, Fouls 13, 14. Also gefühlt war da bei Dortmund ein bisschen mehr, gerade erste Halbzeit, aber gut. Zweikämpfe 52, 48, ich kann aber nochmal aktualisieren, weil ich bin ja auch relativ früh nach dem Spiel. Schüsse insgesamt 8:17, Schüsse aufs Tor 5:6, Ecken 5:6, Flanken 7:7. Wie man sieht, relativ ausgeglichen. Ja, Schüsse insgesamt, ja, kann man immer so ein bisschen vernachlässigen. Schüsse aufs Tor ist so was interessant ist. Gewonnene Zweikämpfe, Upamecano, hat man gesehen. Coman, Musala überrascht mich schon, dafür, dass er nur
17 Minuten auf dem Platz war. 5 gewonnene Zweikämpfe. Coman, ja, hat mir auch besser gefallen wie Gnabry. Ballkontakte, Davis 88, Kimmich 75, Upamecano 72. Gefolgt worden, Bla, das zählt uns nicht. Schüsse insgesamt, Levi 6, Müller 5, Coman 3. Torschuss Vorlagen, Gnabry 4, Kimmich 4, Süle 1. Ja, ich denke, man hat heute immer wieder gesehen, ja, wenn es einfach drauf ankommt, sind wir da. Punkt. Ja. Nach dem Auftaktspiel hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Weil mir kam es so vor, als wären wir platt. Aber anscheinend, ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht schon in den Hinterköpfen war, dass man das Prestige-Duell gegen Dortmund da sich ein bisschen geschont hat. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ansonsten noch kurz zum Spiel. Es war mega geil, mal wieder Stimmung im Stadion zu hören. Auch wenn die Stimmung gegen uns war. Es war mega gut. Hat mir sehr gut gefallen. Gut. Ich kann auch gerne hier umsmashen. Neuer. Ja, Neuer ist eine 2 für mich. Hat den ersten vom Reus Weltklasse gehalten. Wie gesagt, das zweite gegen den Haaland hat er auch noch mit der Brust gut gehalten. Ansonsten muss man auch ehrlicherweise sagen, hat er nicht viel zu tun gehabt. Ne? Hat sehr gut mitgespielt. Sehr gut das Spiel mit aufgebaut. Das muss man ganz klar sagen. Kurz vor Ende, so 85, 86, wo er da noch den Ausflug macht, da hätte er sich auch ein bisschen schenken können. Aber war eine sehr starke Leistung in meinen Augen. Süle würde ich auch eine 2 geben. War nicht so im Fokus wie Upamecano. Upamecano stand mehr gegen Haaland. Aber wenn, hat 2, 3 wichtige Zweikämpfe gewonnen. War er da, hat sich noch durchgetankt einmal. Von daher für mich eine 2. Stanisic würde ich eine 3 geben. Fand ich wieder sehr gut. Auch nach vorne hin hat er mir gut gefallen. Hat diesmal auch nicht so viele Schlendriane drin gehabt, wie ich fand. Wurde aber auch nicht so hardcore unter Druck gesetzt. Ja, zwischendurch haben die Dortmunder das auch so ein bisschen Gladbach-mäßig gemacht. Haben uns gut gepresst vorne, aber ja, jetzt nicht wirklich erfolgreich. Für mich eine souveräne Leistung von Stanisic. Upamecano war für mich eine 2 heute. Fand ich bärenstark. Ja, hat einmal einen etwas schlechteren Zweikampf gehabt, der hat das aber noch wieder rausgerissen. Ansonsten bärenstarke Zweikämpfe gegen Haaland und auch. Ansonsten hat er versucht anzutreiben, hat auch versucht, mal das Spiel zu eröffnen, nicht nur quer gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Davis, dasselbe. Davis würde ich so zwischen 2 und 3 sehen. Hat sehr gut gemacht in meinen Augen. Ja. Fairerweise muss man auch sagen, dass er da auf seiner Seite mit dem, was da so rumlief, ja nicht wirklich einen Gegner auf Augenhöhe hatte. Fand ich jetzt. Also, auf seine Seite war, glaube ich, der Passlack oder was. Das war jetzt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie offensiv da war. Reina oder was. Habe ich auch nichts von gesehen, wenn ich ehrlich bin. Kimmich war, fand ich auch sehr gut. Würde ich auch zwischen 2 und 3 sehen. Hat schwer gehabt heute. Hat das Spiel aber sehr gut gelenkt. Sehr, sehr gut. Ich würde ihm eine 2 geben, doch. Hat er sehr gut gemacht, auch wenn es Anfangsphase immer unter Pressing stand da. Hat sich gut gelöst. Ja, 2, 3 Mal wurde er scheiße angespielt, hat es dann aber auch noch gut rausgerettet. Fand ich sehr gut. Müller will ich eine 3 geben. War sehr bemüht, hat sehr geackert. Ja, was soll man sagen? Wenn wir schon bei Müller sind, ne? Herzliches Beileid geht natürlich raus am Bomber der Nation. Ja, traurig, natürlich, aber wenn man weiß, wie er gelebt hat, war es vielleicht an der Zeit. Wer weiß. Möchte man sich aber auch kein Urteil irgendwie erlauben. Ne? Das ist immer so eine Sache. Vielleicht hat das auch eine gewisse Rolle gespielt heute, dass man da nochmal ein bisschen für den Gerd gespielt hat. Ja. Goretzka ist wieder so ein schwieriger Fall. Ich denke noch nicht, dass er an seinem Leistungsniveau ist. Wo er zweite Halbzeit so ein bisschen weiter hinten war, war es okay. Dann war er wieder ein bisschen weiter vorne, da war es auch okay. Aber viele Fehlpässe, viele... Ja, weiß ich nicht, auch dann die Körpersprache manchmal so ein bisschen
keine Ahnung, vielleicht belastet ihm die Vertragsverhandlung so ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so stark. Würde ich eine 3 minus geben. Es war jetzt nicht schlecht, nein, keine Frage, aber definitiv Luft nach oben in meinen Augen. Coman dasselbe. Coman hat es auch nicht ganz so einfach gehabt. Man hat es gesehen, hat viele Zweikämpfe gewonnen. Fand ich auch aktiver als Gnabry, wobei ich sagen muss, erst 30 Minuten hat Gnabry mir sehr gut gefallen. Viel Positionswechsel gehabt, viel auch mit nach hinten gearbeitet. Das war nach 30 Minuten wieder vorbei. Das fand ich sehr schade. Da hat mir Coman über die Distanz besser gefallen. Hat aber auch mehr auf die Knochen gekriegt. Kinsey will ich eine 3 geben. Gnabry, ja, definitiv eine 4. Also, ich weiß nicht, warum man nach 30 Minuten so einen Leistungsabfall haben muss. Auch in den 30 Minuten, auch zwischenzeitlich hat er immer mal wieder eine gute Aktion gehabt, ja. Aber viel zu viel verdribbelt, viel zu viel einfache Ballverluste und dann immer dieses halbherzige nach hinten arbeiten. I don't know, gefällt mir nicht. Levi brauchen wir nichts sagen. Ich denke, Levi war heute nochmal extra motiviert. Da es ja immer von der Presse so hochgehandelt wird, wenn wir gegeneinander spielen, von wegen Haaland versus Levi. Ich denke, hat er heute gezeigt, was Erfahrung im Fußball ausmacht vielleicht. Oder wer einfach in der besseren Mannschaft spielt. Sané war wieder so, ja, so Gnabry-Niveau. Klar, wo er reinkam, war er heiß, ist er gleich rein, hat geackert und so weiter, alles gut. Hat auch bis zum Ende getan. Ich denke, es ist einfach auch noch Luft nach oben. Ne? Klar, wir haben dann die letzten 20 Minuten so das Gas rausgenommen. Ist dann auch nicht ganz so einfach für einen Offensivspieler, wenn nicht mehr alles mit nach vorne geht. Ne? Ja, würde ich auch nicht zwischen 3 und 4 sehen. Also war jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber jetzt auch nicht super schlecht oder so. Tolisso hat mir sehr gut gefallen. Die 20 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja, was soll man für 20 Minuten bewerten? Ich denke nicht. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Jusala hat mir auch sehr gut gefallen. Hat man auch an den Zweikämpfen gesehen. Ne? Junasar hat sofort wieder die eine Aktion gehabt, direkt wieder da fast noch das Tor vom Haaland eingeleitet. Ja, I don't know, den kannst du halt echt, den kannst du nicht bringen. Den kannst du wirklich so wie jetzt, wenn du 2 Tore Vorsprung hast, es sind noch 3 Minuten zu spielen, dann kannst du den bringen. Alles andere, I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er einfach Scheiße am Fuß, ne? Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ist halt so. Und Choupo, ja, Choupo. Er war auch nicht viel länger auf dem Platz. Belassen was dabei. Kurz und schmerzlos. Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Auch wo ich jetzt hier gerade nochmal die Namen so sehe. Also finde ich unsere Auswechselbank kein Stück schlechter wie die der Dortmunder. Ja, Dortmund hat ein paar Verletzte. Keine Frage, haben wir aber auch noch. Ja, keine Ahnung. Ich denke, die Abwehr heute bei Dortmund. Ja, die Viererkette da hinten, das ist... Also Passlack, Schulz, Akanji, Witzel. Das jetzt ein internationales Niveau hat, wage ich mal zu bezweifeln. Aber zum Glück muss ich mich nicht mit den Dortmunder auseinandersetzen. Mich hat sehr gefreut, dass Upamecano und Süle heute ein bisschen besser harmoniert haben. Dass Upa mega stark war, das, was ich von ihm erwarte. Mir sehr gut gefallen. Davis ist gut. Stanisic kommt auch noch besser in Fahrt. Also ich bin guter Dinge. Ich freue mich aufs Spiel am Wochenende. Wir spielen endlich mal zu Hause gegen 1. FC Köln. Wird nicht einfach, glaube ich. Bin sehr gespannt. Ich denke, wird ein interessantes Spiel werden. Wo wir aber natürlich die Oberhand behalten sollten. Aber ich bin sehr gespannt. Wird ein heißes Spiel. Also wir müssen schon den Ehrgeiz und die Galligkeit und den Willen am Tag legen, den wir heute hatten. Und weil die Kölner, wird auch eine gallige Mannschaft sein unter Baumgart. Bin ich mir sehr sicher. Da ist nichts mit Larifari. Wir spielen mal 50 Minuten Vollgas. Bin sehr gespannt. Aber ich denke, für uns war das Spiel mit dem Ergebnis sehr wichtig, weil man einfach, ja, der erste Sieg unter Nagelsmann, der erste Titel in Anführungsstrichen, Leute, deswegen gibt es ja auch keine Einblendung im Pokalmäßig oder sowas, aber einfach fürs Selbstvertrauen, ne, wichtig, denke ich.
Und von daher denke ich, wird uns das einen Schub geben jetzt für die englischen Wochen, die wir haben. Und ja, ich bin auf jeden Fall besserer Dinge wie nach dem Gladbach-Spiel. Gucken wir mal, wie es nach dem Köln-Spiel ist. Also in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Genießt den Sieg, Leute. Wir haben es dem BVB gezeigt. Genießt das und bis zum Wochenende. Ciao.